Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Evil Within Uf Pelzig. In der letzten Episode sind wir im Bauerndorf gelandet. Und ja, die scheinen nicht so freundlich zu sein. Der Arzt haben wir auch getroffen. Und wir wollen dem Leslie Nielsen, seinem Patienten, hochsteigen. Ew, nett. Ja, und da sind wir jetzt in dem Dorf und sind zu dem super Plan gelangt, dass er sie ablenkt. Das hat er jetzt nur einmal gemacht. Und ich mache in der Zwischenzeit die Horde nieder, weil ich derjenige mit dem Revolver bin. Das macht natürlich Sinn, ne? Und wie markiert hin ist auch der Ackermanns Heinz irgendwo unterwegs. Der hat wieder rumgekrische wie die Sau. Und wisst der Teufel, wo der sich gerade wieder rumtreibt. Södele. Und ich habe auch im letzten Teil schon gesagt, ich habe die Let's Plays damals, als das Spiel rausgekommen ist, nur bis zum Dorf geguckt. Oh, da ist der ja schon wieder. Gibt's dann das? Ah, na, du bleibst jetzt da hängen. Gibt's dann das? Du sollst doch kaputt sein. Die letzte Episode habe ich... der letzte Episode habe ich dich doch kaputt geschlagen. Beziehungsweise verbrennt. Seltsam. Okay, also unser Zeichen ist fort, aber der Typ war wieder da. Das ist seltsam. Wie viel habe ich da noch im Revolver drin? Ja, genau. Aufgelevelt, beziehungsweise aufgeskillt habe ich mich. Ach, da baumeln ein paar rum. Okay. Und ich habe mir dann eigentlich noch voll die Gesundheit gegönnt, indem ich dann nochmal meine Gesundheit um 10% abgegradet oder um 10 Punkte abgegradet habe. Und ich habe gesagt, ich würde gern mehr Streichhölzer tragen. Und die... Jetzt habe ich das Streichholz verschwendet für den Kerl, oder? Nochmal. Na, Allah. Das war jetzt ein Streichholz verschwendet. Scheiße. Ih, der fällt runter. Und dann hätte ich dich gern auf dem Boden zünden, mein Lieber. So. Jetzt habe ich zwar kein Streichhölzle mehr. Aber es ist doch besser. Ja, wer kreischt? Wer kreischt? Ich hätte gern sehen, wer kreischt. Aha. Hallo. Officer Friendly. Hi. Na? Hat die Waffe bei sich? Ich glaube schon, ne? Hoppala. Zack. Okay. Schädel verbädelt. Zünde kann ich sie nicht mehr, aber ich glaube, die steht nicht mehr auf. Okay, die fallen da runter. Okay, der Ackermanns Heinz höre ich auch wieder rumplärren. Und da ist noch Glibber. Das nehmen wir doch auch gern mit. Jawohl, ja, jetzt haben wir wieder 900. Super Sache, mit 1000 können wir unsere Magazinkapazität erhöhen, was ich ziemlich gut fände. Trollpunkt. Okay. Und irgendeiner schläft eine große Axt oder was hinter sich höher. So hört sich das an. Oder rasselt mit Kette. Genau, das wird sein. Rasselt mit Kette. Wer macht denn sowas? Aber das hat irgendwie so einen Sepia-Stich, das ganze Spiel. Und ist auch die ganze Zeit so leicht schwarz-weiß kalte. Irgendwie, auf der Endeszeit gefällt mir das gut, dass es nur im Licht von Kerze und Laterne so farbig ist. Auf der anderen Seite finde ich es auch etwas befremdlich, muss ich sagen. Okay, da haben wir wieder Munition. Uah. Nein! Bomben ausweichen. Schleichen. Du kannst Bomben an Bomben vorbeischleichen, ohne sie auszulösen. Hätte ich gern gemacht, hätte ich es nicht zu spät realisiert. Okay. Da machen wir nochmal auf. Da ist nochmal Glibber in der Flasche. Jetzt haben wir 1000. Ach, da ohne ist er der Ackermanns Heinz. Okay. Na, haben sie dich eingesperrt, Metzgermeister. Ja, der Leverwurst war Anime von der richtigen Qualität, ich mein. Sorry, aber wenn man Menschen in sein Leverwurst 3 macht, dann kommt man halt auch in Haft. Ach, in Germasche. Ach, in der Siedpalz sieht man das nicht so gern. Ja, ich musste zusagen, wir kennen uns ja jetzt wahrscheinlich auch schon längere Zeit, wenn ihr das Let's Play guckt und schon gesehen habt, dass ich mehr Let's Plays mache und ihr Stammzuschauer seid, kann ich ja schon mal offenbaren, ich bin kein Südpelzer. Ich komme so eher aus dem östlichen Rheinland-Pfalz. So. Da ist unser Dialekt ein klein bisschen anders. Der Südpelzer Dialekt, der gilt bei uns mehr oder weniger auch so als, ja, grob, tätig Sache, ne? Der Südpelzer Dialekt, da ist zum Beispiel
aus Rülsheim, die Leute, die daher kommen, aus Rilze. Die gehen nicht in die Rache, wie bei uns in der Gegend, sondern die gehen in die Räche. Also das ist schon ein etwas gröberer Dialekt. Hier haben wir nochmal Granat und da sind Hölzler wieder. Dreier. Ich habe ja auch abgegradet, dass ich jetzt... Ah, Motor. Die kann man anzünden, die Dinger. Nicht schlecht für später vielleicht. Ja, ich habe hier auch wieder Hölzler. Jetzt kann ich 7er insgesamt tragen. Ich freue mich echt, warum man die nicht unbegrenzt tragen kann. Das finde ich etwas dämlich gelöst. Weil ich finde Streichhölzler, die passen eigentlich in jede Tasche rein. Wenn man da jetzt wirklich auf den Logikfaktor geht, wäre es eigentlich geschickter... Ach, jetzt halt doch mal der Schlappschnute ohne. Wenn man Sache kennt, die kennt man eigentlich für immer unendlich tragen. Okay. Ich weiß zufällig, dass die Statuen... Oh, geil, 1000 Sub. Ich weiß, dass die Statuen immer was bei sich haben. Da haben wir noch 2 Hölzler. Den nehmen wir gern mit. Und zwar sind da Schlüssel drin. Die Schlüssel werden wir fast später noch gut gebrauchen können, weil ich mag jetzt nicht spoilern. Okay, unser Muni ist voll. Aber ich sage auf jeden Fall nur so viel, die können wir gebrauchen. So. Ein bisschen noch im Dorf habe ich es dann noch geguckt und dann habe ich irgendwann, damals, 2014, den Faden verloren. Und habe dann auch einfach nicht mehr die Zeit gehabt, das als Let's Play zu gucken. Und habe mir dann gedacht, jo, irgendwann spielst du uns sowieso. Ah, super Spritz. Ah, unbekannte Spritze sind immer das Beste. Genauso wie Munition. Aber Dodofu kann ich gerade nicht mehr tragen. Jetzt so noch eine Dehlerei. Okay, ja, da kommen wir tatsächlich nochmal irgendwo hier. Dann lassen wir der Ackermann mal Ackermann sein. Und gehen wieder runter. Der kommt ja da erstmal nicht raus. Ah ja, kein Wunder, dass wir den Do kehrt haben, als wir in der letzten Episode rumgekrochen sind. Der klingt wie der Gäsbock hier. Der hat es aber schon hinter sich, der Gäsbock. Der Glückliche. Hoppala. Scheiße, ich brauche Deckung. Ja, ich auch mal Sache. Okay. Dann müssen wir wohl zielen, ne? Gucken, dass wir den Kaspar verwischen. Okay, das war wohl nix. Ich stehe gerne in der Kopftreffer. Okay, strauchelt. Dann den ich hochladen. Und dann können wir hier wieder in die Shire zurück. Und können da nochmal Munition holen. Natürlich lockt es der ganze Pöbel gerade wieder an. Es war so klar. Scheiße. Okay, mir noch ein bisschen was übrig. Dann die Sache. Ich nehme mal hier die... Oh, da ist noch Sub. Die Sub nehme ich auch gern. 300 ist immer gut. Und dann nehme ich die Fackel. Gucken wir, was ich dort mit anstellen kann. Irgendein... Hoppala. Irgendein Ufug werde ich schon machen können damit. So. Schleiche mal dort durch. Du erreicht er uns nicht, du der Schützer. Der alte Zombie-Schützer. Okay. Da rennen wir jetzt durch. Und die Gretel hinter der Heck. Die zünden wir an. Ja, okay. Das war immer instant angezündet. Okay. Uah, das klingt schon nicht gut. Das klingt nicht gut. Nein, hau ab. Geh fort, geh fort, geh fort, geh fort, geh fort. Und dich da auch noch. Und Zündezeit. Nein, ich will doch Zündezeit. Und ihr kommt her und werden auch mit angezündet. Hopp. Du mal den Gefaller. Scheiße, ich hab nichts mehr parat. Okay, den Schädel habe ich arg geknatzelt. Und jetzt... Oh, super. Das lief doch besser als gedacht. Mehr Glück als Verstand gehabt. Der noch was bei sich? Nee. Artzünde muss ich dir annehmen, denn ihr Washings sind jeweils immer geplatzt. Hier, da haben wir einen Kontrollpunkt gehabt, weil ich hier aufmachen kann.
Aber ich bin mal sicher, wenn ich das jetzt mache, dann wird das ganze Dorf wach. Da war noch was, oder? Jawohl. 2 Munition nehme ich doch dankend an. Und da over will ich zu unserem Schützer. Und dem mal mein Hallo-Sacher. Hoi. Na? Alles klar bei dir, du Rive Nickel. Jetzt nimm ihn, ne? Kann ich der Waffen nehmen? Na gut, dich zünden wir mal einfach an. Nur weil du der Special-Gegner warst. Gut, dann hätte ich ganz gern die Spritz noch verwendet. Falls noch mal irgendwas Hässliches kommen sollte, wie Sprengfalle oder sowas, ne? Man weiß ja nie. Dann machen wir mal langsam die der auf. Da ist bestimmt irgendeine Falle oder sowas. Okay, ich bin hier misstrauisch bei deiner Knotzer. Da ist nichts drin. Da haben wir wieder Zündhölzer, das ist gut. Sind wir bei 6er insgesamt. Das ist schon nicht schlecht. Ah, wir sind wieder in der... Sind wir in der Scheier drin? Nee. Nee, ich höre da anderen nicht wieder rumplärrer. Okay, dich zünden wir einfach mal so an, weil du noch einen Kopf hast. Nachlader. Ich mag das überhaupt... Okay, da ist noch was. Qualenarmbrust. Diese klappbare Armbrust hat eine starke Sehne, die anscheinend schwere Projektile abfeuern kann. Spanngeschwindigkeit 1 Sekunde, Reichweite 100%, Nachladegeschwindigkeit 1,52 Sekunden. Explosivbolzen, ein explosiver Sprengstoff für die Qualenarmbrust, der in die Luft geht, sobald sich Gegner nähern. Er kann am Boden, an Wänden und sogar auf Gegner platziert werden. Geile Scheiße, oder? Glaubst du die heiße Scheiße? Saugut. Qualenbolzen herstellen. R1 drücken, um ausgewählte Bolzen herzustellen. Mit Fallenteilen kannst du Bolzen für die Qualenarmbrust der Art herstellen, die du kennst. Dann machen wir das doch. Wo ist er? Da ist er. Okay, 3 Dele brauche ich. Dann lege ich mal die Qualenarmbrust auf Unne. So rum. Und das lege ich mal auf auf rechts. Die Spritze lege ich mal auf Over. Okay. Ja, super. Die haben natürlich einen etwas gebogener Radius, die Dinger. Weil das schwere Projektile sind. Das kann ich soweit logisch noch nachvollziehen. Super geil die Sache. Super geil. Jetzt haben wir unser Qualenarmbrust. Und ich mache das Licht mal aus. Man weiß ja nie, was kommt. Ist das nicht so ein Explosiv-Knallfrosch hier? Nee. Hoppala. Okay, du darfst kein Gegner dran kommen an das Ding. Du ist ein Koffer. Das erinnert mich auch wieder sehr an Resident Evil 4. Und ja. Schrotflinte. Diese Repetierschrotflinte verfügt über einen kurzen Lauf mit weiter Öffnung, sodass die Schrotkugeln über eine kurze Distanz breit gestreut werden. Schadensmultiplikator 100%, Feuerrate 1,6 Sekunden. Nachladegeschwindigkeit 3,16 Sekunden. Entschuldigung. Magazingröße 4, 0 kritisch. Okay, super. Dann hätte ich gerade nochmal umsortiere. Granate lassen wir drin. Die Spritze nehmen wir noch Bedarf. Und die Flinte setzen wir dort hier. Die Granate setzen wir noch rechts. So läuft die Geschichte. Okay. Dann will ich gern das Ding da entschärfen, wenn es geht. Bitte? Ja, dankeschön. Okay, wieder Enddeal kriegt. Und da war noch was hier auf dem Boden. Ne, hier. He's watching. We can't leave. Er beobachtet uns. Wir können nicht fort. Okay. Das hat einen geilen Schattenwurf, muss ich sagen. Und sein eigener Schatten sieht eigentlich auch ganz cool aus. Okay, geil. Ja, super. Jetzt haben wir gleich mal 2 neue Waffen und Grütze kriegt. 3000 Grütze. Boah. Ey, du können wir richtig was mit anfangen, oder? Okay, super Sache. Da ist auch noch was drin. Nur ein bisschen grüne Grütze. 500. Ich sollte dringendst in den Speicherraum nochmal gehen. Okay, was macht der wieder? Ah, okay, der löst es auch aus. Okay. Quatsch. Hallo. Hier ist nix.
Okay. Elk River Village. Das könnte, also hier könnte man sein. Ich glaube, das Dorf heißt einfach so. Ich glaube, das Spiel will von uns, nachdem wir jetzt hier gesäubert haben, dass wir da aufmachen. Aber ich weiß, dann kommt der Ackermanns Heinz wieder rausgestürmt und dann haben wir ein Problem. Deswegen würde ich eigentlich ganz gern vorher speichern, damit wir uns auf den Bosskampf hier gut konzentrieren können. Der ist immer noch in seiner Scheier drin. Und der Ackermanns Heinz kommt nur auf 2 Arten raus. Und zwar entweder, wenn er von da oben auf den drauf schießen, oder wenn man halt versucht, in der Story weiterzukommen und durch den Gang durchzugehen. Da ist ein Rieslingflasch noch auf dem Boden. Nix drin gewesen. Das hätte ich eigentlich auch ganz gerne anzündet, oder das Zeichen, wenn der Ackermann rauskommt. Da haben wir noch Wutzer. Servus, ne? Och, Guttel. Wundert mich, dass die Eichen nicht fressen. Und es sind auch keine Zombie-Wutzer oder so. Huch, wer attackiert mich? Irgendeiner sieht mich. Ah, ja. Motto. Der hat eine Galgenschlinge um den Hals, sehe ich. Jetzt war wieder ein Kontrollpunkt. Der hat wohl versucht, sich aufzuknüpfen, hat aber nicht geklappt und er ist wieder als Freako zurückgekommen. Tja, so einfach kann es sein, ne? Okay, Dendo wieder. Das ist wieder so ein Platz mich uff. Ja, aber gerade so. Okay, du röchelt noch irgendeiner rum. Ah. Hi. Na, alles klar bei dir. Hoppla. Munitionelle? Na, dann schlage ich das Sodaschädel-Ei. So geht es auch. Der hat noch was bei sich gehabt. Gehirnsuppe, die sammeln wir Ei. Wenn er die so in der Tasche verteilt hat, ist das natürlich immer praktisch. Können wir dann gerade in unser Gläsel reinmachen, in unser großes Eimachglas. Eine Truhe. Kisten öffnen. Steuerung Information. X halten, um zu öffnen. Öffne eine Kiste, um ihren Inhalt anzusehen. Ist die Kiste mit einer Falle gesichert, kannst du die Falle entschärfen, indem du die Kiste nur leicht öffnest. Okay. Ah, so wird das gemacht. Okay. Da sind Explosivbolze und Flintenmunition drin. Und das Ding kann ich mir noch als 2 Werkzeugteile holen. Sehr geil. Okay, super. Flinte-Munition werden wir bei dem Big Boy gebrauchen können. Da haben wir wieder Sub. 4000. Ja, ich finde, wir sollten ganz, ganz dringend in den Speicherraum gehen. Und sollten dann nochmal ein bisschen skillen. Okay, das kann man nicht kaputt schlagen. Und wenn wir doch skillt haben, sind wir doch eigentlich bereit für den Kampf, ne? Dann müsste das eigentlich laufen. Ich bin zwar noch etwas unsicher, weil wir auf leichte Stufe hin und ich trotzdem hier ordentlich am Straucheln bin. Aber ich glaube, das... da war ein Fall. Ich glaube, das kriegen wir trotzdem noch irgendwie hin, ne? Jawohl. Super Sache. Okay, das war wieder... Der Ziegekadaver... Ne, der Ziegekadaver war weiter vorne. Okay, und in der Speicherraum ging es irgendwo daneben, glaube ich. Da. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo es dann zum Speicherraum nochmal geht. Kotzt doch vor lauter Anstrengung. Upsali. Ach du Scheiße, was war denn das? Die Suppe holen wir mal und dann zünden wir mal an. Hoppla, hi. Hi, 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 alles klar bei dir? Ich weiß, ich sage das ein bisschen oft, aber jetzt weihen wir mal die Flinte ein. Sehr geil. Sehr geil. Okay, ja, dann zünden wir mal an, vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Anscheinend können wir da aber auch noch hingehen. Wie es aussieht. Aber von der Seite, ne? Ich finde es gut, wenn ich das Gebiet so gut wie möglich geklärt habe, bevor der Bosskampf kommt. Ich mag nicht nochmal vorher mit irgendwelchen Schmeißfliege noch kämpfen müssen. Ah, da geht's einen Turm hoch. Okay. Super. Da sind wir. Was ist da? Na, da ist da was.
Blendbolzen. Ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der Gegner mit einem grellen Blitz blendet. Geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff getötet werden. Na, das ist natürlich geil. Das ist doch heißer Scheiß. Da haben wir wieder Werkzeugdealer und wir haben... Wow, 1000 Sub. Scheiß, die waren da. Ja, ich steht Sache, wir sollten dringendst in der Speicherraum gehen. Ich habe die Umgebung noch so ein bisschen im Arsch. Kein Wunder, dass du... Da hängt noch einer sehr unnatürlich da. Also Respekt, wenn man noch beim Hänger so verkrampft da hocken kann. Da ist die Leiche Stache wohl gerade erst eingesetzt. Okay, wenn ich jetzt nachher noch wisst, wo der Speicherraum ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keinen Plan. Ich glaube, ich habe gespeichert, bevor ich hier lang komme bin, ne? Das heißt, es müsste irgendwo hier sein. Ja. Ja. Ich habe auch mal Glück im Leben. Na, Allah. Dann gehen wir jetzt noch ins Spiegel Wunderland. Hoi. Hier ist etwas, das Sie gebrauchen könnten. Wurstsuppe? Guck doch nicht so blöd. Ja, was gibt's dann? Was gibt's dann? Hier entlang, bitte. Oh, jetzt dürfen wir in den Extended-Bereich zu Madame hinedra. Okay. Ich habe ja gesagt, die Schlüssel wären noch wichtig, ihr liebe Leid. Ich hab's noch gesagt. Bis dort hier habe ich es auf jeden Fall noch gesehen. Und derjenige, bei dem ich es geguckt habe, hat es erst noch im Dorf gemacht. Deswegen. Södela. Die muss ja auch nicht viel retten, oder? Schlüssel. So, wie schaut's aus? Detective Castellanos? Haben Sie so einen Schlüssel? Detective Castellanos, ich habe keine Seele. Alter, wie seelenlos die Achtung mit rumwedelt. Alter, ist ja gut, ich gucke ja schon hier. Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Die ist irgendwie etwas irre, die Frau. Irgendwie immer so, wenn man mit Geisteskranken zu tun hat, ist man selber so ein bisschen... Von daher... Der Inhalt gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten. Ja, merci. Dann fange ich gerade von do die Reihe A, oder? Oder arbeiten wir uns von dem mit vor? Ach was, wisch was. Ich fange hier an. Und was ist drin? Ui. Voll. Okay. Also die können wir uns auch jedes Mal wieder abholen. Na gut. Schade drum, dass da jetzt nicht noch mehr war. Vielleicht Pistole, Munition, das wäre geil gewesen. Oder Spritzer. Und da können wir auch noch was machen. Eine Karte der Stadt. Vielleicht bringt es etwas, sie wieder zusammenzusetzen. Jetzt habe ich dann hier meine Kartendele noch eingefügt. Und es gibt bestimmt auch noch irgendeine schöne Belohnung. Aber das könnt ihr euch gleich mal aus dem Kopf schlagen, ihr liebe Leid. Dazu wäre ich wahrscheinlich nicht kummer. Ach, okay. Da komme ich nicht durch. Ja, wie gesagt, die Belohnung könnt ihr euch eh schon aus dem Kopf schlagen. Das wäre ich nicht finden. Also nicht alle. Missing, also wird vermisst. Oscar. Crimson City Police Department Officer Oscar Connolly auf Patrouille verschwunden. Sein Wagen wurde am Stadtrand verlassen aufgefunden. Der ist mit dem Krankenwagen gefahren. Irgendwie hat es so einen Touch, als ob das so aus der richtigen Welt wäre. Von wegen, ja, der ist vermisst und unseren Bastelkastel schlachtet hier alles ab und dabei spielt sich das vielleicht nur in seinem Kopf ab, dort draußen mit den Zombies. Und dass der Officer Connolly eigentlich ein Zombie war. Aber in Wahrheit ist er ein Massenmörder, der deswegen in eine Klinik eingeliefert wurde. So guckt man das gerade vor. Okay, dann pumpen wir uns da mal auf. Wir können für die Reserve. Ich habe die Hoffnung, wenn das bei der Munition geklappt hat, wenn es bei der Heilung schon geklappt hat, ob wir hier nicht vielleicht auch volles Magazin kriegen. Da können wir 15 tragen. Das will ich auf jeden Fall. Die Streichhölzler auf 8 Stück, 800, da warten wir erst einmal.
Unseren Crit können wir denn erhöhen mit 3000. Das wäre auch geil. Aber ich hätte ganz gern die Schrotflinte Schadensmultiplikator erhöht. Ja, okay. Lebensenergie können wir nicht. Nahkampfschaden, Spritzenwirkung ist auch zu teuer. Entweder der Crit von unserem Revolver oder Schade von dem. Da wir jetzt einen Bosskampf hin und da das nie schade kann. 3500. Und was war die Pistole nochmal? 3000. Ne, ich nehme den Schade von der Schrotflinte. Und lass die Qualle-Armbrust mal Qualle-Armbrust sein und gehe auf mehr Streichhölzer tragen. Quatsch. Sehr gut. Da haben wir jetzt die ganze Suppe aufgebraucht. Und wir speichern nochmal. Nachdem ich gespeichert habe, die Sache war es das mit der Episode. Und in der nächsten kommt dann der Bosskampf, ne? Seudele. Kapitel 3, da speichern wir. Peng. Ja, wunderbar. Super Sache, ihr liebe Leute. An die Sache. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Let's Play The Evil Within aufpelzig. Also machen's gut, bis Dienstag wieder. Iron Yankee, wo wir uns dann dem Bosskampf stellen gegen der Ackermanns Heinz. Machen's gut, bis dahin.